Das Nervensystem. Guck an, der Doktor hat Kundschaft. Wer macht das sein? Ich kenne den Mantel. Ich weiß genau, den habe ich schon mal gesehen. Aber wer gehört da rein? Der ist da bestimmt auch schon hintergekommen, dass der Neue nicht der Alte ist. Der Fortschritt in der Medizin lässt sich nicht aufhalten. Wo der olle Dr. Harms gesagt hat, Hannes, du hast ihn mit der Arbeit vertörnt. Da sagt der Neue, Herr Brun, bevor ich da was zu sagen kann, muss ich erstmal Ihre Blut- und Leberwerte... Ja, das hat er gesagt. Der geht die Sache wissenschaftlich an. Leberwerte. Dabei will ich gar nicht so genau wissen, was meine Leber wert ist. Und überhaupt, bei mir sind das die Nerven. Ja, das muss ich ihm klar machen. Oh, Lea. Schön. Was nun? Gehe ich einfach wieder. Bin ja sowieso noch nicht an die Tour, wo er noch einen in den Mangel hat. Wenn ich bloß wüsste, wer in diesen Mantel gehört. Tja, Herr Brun, das war's dann. So, da kommt einer. Also, Herr Brun, bis übermorgen dann. Ja, und Sie meinen wahrhaftig? Noch meine ich überhaupt nichts. Ja, Sie müssen das wissen. Aber wenn Sie mich fragen... Das Labor, das haben wir gemacht und jetzt warten wir die Ergebnisse ab. Labor? Und? Was soll ich bis dahin machen? Nichts. Nix. Halten Sie sich warm, aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Sie haben von Blasenkatarrh, haben Sie gesprochen. Eben. Und da kann Wärme nie schaden. Wiedersehen, Herr Brun. Wiedersehen. Blasenkatarrh. Und nicht bloß das. Simplen, hat er gesagt. Simplen Blasenkatarrh. Und glaubt womöglich, dass ich ihm das glaub. Blasenkatarrh. Der nächste. Nee, das bin ich bloß. Ich hab den Mantel vergessen. Blasenkatarrh. Gibt es nicht mal so eine richtig schöne Grippeepidemie?
Was hast du gesagt? Na ja, nur so ein kleines Erkältungsvirus. Ach. Hast du heute schon Patienten gehabt? Ein. Ach, sieh mal, guck. Dann hätten wir bis Neujahr 4. Nicht? Ja, in 2 Wochen. Stimmt nicht. In der ersten Woche kam zum Beispiel ja ein einziger. Naja, aber dann riss es überhaupt nicht wieder ab. Montag einer, vorgestern einer, gestern einer. Heute einer. Und alle heißen sie Brun. Und alle kommen sie auf Krankenschein. Und keiner ist richtig krank. Nee, aber das liegt an der Landluft. Von wegen Misthaufen, Hühnerstall, Kühe und Schweine. Nee, du, das glaube ich nicht. Das liegt an diesem Dr. Pust. Ja, der große Kollege, oh ja. Du, aber jetzt kommt einer. Und humpelt sogar. Oh, komm, wir wischen. Ich bin Frau Wolkenhauer, die Mutter vom Doktor. Ja, oh, dann muss ich Ihnen was sagen. Oh, dann der Pier von morgen. Aber vielleicht können Sie ein gutes Wort für mich einlegen, dass er nicht gleich schneidet. Was? Ja, im Dorf erzählen Sie, er ist auf den Chirurgischen gewesen und will alles mit Messer in der Reihe bringen. Mann, ich habe heute Nacht solche Schmerzen gehabt und Dr. Pust hat immer gesagt... Das hat Dr. Pust gesagt. Der nächste, bitte. Guten Tag. Ja, das ist Frau... Sie haben mir noch gar nicht gesagt, wie Sie heißen. Brun. Ja. Meta Brun. Ja, und die hat Angst vor dir. Was? Ja, so ein bisschen nicht. Aber mein Bein, wissen Sie wohl. Ja, das ist geschwollen, ziemlich sogar. Ja, das brennt auf wie Feuer. Da sitzt der Satan mit all seinen höllischen Geistern persönlich hin. Ach, hat das dieser Dr. Pust gesagt? Nee, auf was? So, dann kommen Sie mal, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Nicht so hastig. Wir haben viel Zeit. Bitte schön, wenn Sie hier mal durchgehen wollen. Hier liegt Der erste Fall. Der erste richtige Fall. Wenn er klug ist, dann schickt er die Frau nicht ins Krankenhaus. Dann sieht er zu, dass selbst mit dem Bein fertig wird. So schnell wie möglich, aber doch so langsam, wie es man irgend geht. Morgen. Moin. Ach, wer nicht alt werden will, der muss sich jung aufhängen. Kann ich mich da aufhängen? Ja, bitte. Danke. Kann man sich hier hinsetzen? Ja, aber gerne, gern doch. Augenblick, ich komme gleich wieder. Ich muss noch eine Parteikarte anlegen. Oh. So. Also der Name ist Brun. Ja, stimmt. Vorname Meta. Nee, Tille. Wie bitte? Ich meine, was meinen Sie? Tille heiße ich, Tille Brun. Ach, und was bringt Sie her? Niemand, ich bin ganz von allein gekommen. Ja, ich meine, ich wollte sagen, was haben Sie? Gott, was soll ich haben? So eine lütte Karte draußen vom Dorf, aber sonst nichts. Und Sie sind krank. Was denn? Siehst so aus? Nee, ich will bloß mal ein bisschen gucken. Was? Ja, das hatte ich gestern schon vor, aber gestern ging mir das nicht so gut. Aha. Der Magen, wissen Sie, ja, das habe ich öfter, dass mir irgendwas auf den Magen schlägt. So. Aber ja? 2 Tassen Kamillentee und die Sache ist wieder in Ordnung. So. Ich muss doch mal sehen, wie das Geschäft hier so anläuft. Sind Sie die Haushälterin? Der Doktor ist mein Sohn. Ach, guck an. Und der Sohn ist da drin? Ja, Und hat einen Patienten bei sich? auch das. Ja, wissen Sie, ich frage bloß, damit ich was erzählen kann, nicht? Da warten Sie nämlich drauf, die Leute im Dorf. Ich habe nicht Kind, nicht Kegel, meistens bin ich allein. Aber wenn ich irgendwas rausgekriegt habe, dann gehe ich auf Besuch und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Ja, und dann heißt das so, nun erzähl mal was, Tille Brun. Brun. Sind Sie vielleicht verwandt mit diesem Hannes Brun?
Nervenbrun? Oh Gott soll mich bewahren, nee. Oder doch, ja, so um 7 Ecken. Ja, fast das ganze Dorf nennt sich ja Brun, nicht? Da bin ich auch schon hintergekommen. Ja, also das kann ich Ihnen erzählen. Das kommt nämlich vom Grafen. Davon kommt das, ja. Sie müssen wissen, das war hier früher mal sowas wie ein gräfliches Gut. Gucken Sie sich mal die Häuser an, wo die stehen, da können Sie es noch von ablesen. Und so vor 150 Jahren muss das wohl gewesen sein, da ist der Herr Graf mal ein bisschen nebenbei gegangen. Nebenbei gegangen? Ja, er hat sich in eine schmucke Dralle Köksch verguckt. Ach so. Und was nun die Großmark war damals, nicht, die kommt also in Kuhstall und findet dann ein blödes Kind, eben zur Welt gekommen. Und geht damit zum Grafen und sagt, gucken Sie hierher, Herr Graf, was ich gefunden habe. Und das kommt mir doch nun beinahe so vor, als hätte der kleine Strampelmann ganz und gar das Gesicht von unserem Herrn Grafen. Sehen Sie, und das hat den hohen Herrn sogar gefreut. Aber seinen gräflichen Namen kann er den Jungen ja trotzdem nicht geben. Warum denn nicht? Na, der Ärger mit der Frau Gräfin. Ach, das kann ich mir denken. Nicht? Ja, ja. Tja, und da hat der Graf einfach gesagt, der Dreck, in dem der Junge gelegen hat, ist braun, die Haare von dem Jungen sind braun, die Augen von dem Jungen sind braun, gut soll er auch so heißen, Wolf Dietrich Braun. Sehen Sie, und braun heißt bei uns hier auf dem Dorf ja Brun. Ah, ja, ja. Und von diesem Wolf Dietrich Braun, Brun, stammen wir hier alle zusammen ab. So, ja. Und wenn es auch nicht stimmt, eine schöne Geschichte bleibt es doch nicht. Nee, die stimmt. Ach, die geht sogar noch weiter. So. Ein Brun, der was herzeigt, nicht? Da wird gesagt, er hat das von der schmucken Köksch. Aber ein Brun, der Pli hat und klug ist, bei dem schlägt was vom Grafen durch. So, und Sie haben bestimmt eine ganze Menge vom Grafen abgekriegt, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja. Da ist die Geschichte nun nicht direkt eine Tasse Kaffee wert. So was. Oder müssen Sie noch Muggelfuck trinken, bis der Laden hier so läuft? Ich weiß nicht. Also viel los ist ja heute Morgen nun wirklich nicht. Na, kannst du nicht mal eben... Guten Tag, wir haben einen neuen Patienten. Gnädige Frau, mein Name ist Dr. Bökenhauer. Große Güte. Überkantitelt redet der auch noch. Junger Mann, hier auf dem Dorf müssen Sie reden, wie den Leuten der Schnabel gewachsen ist, Ja, das sonst mag ja wird sein. da gar nichts draus. Ja, Ich ich kann habe Ihnen aber was wirklich überhaupt erzählen. keine Zeit. Ich muss... Was ich doch immer sag, nicht? Die Gelehrten sind die Verkehrten. Aber der olle Dr. Harms, der wusste mit den Leuten hier umzugehen. Oh, Hanna, der hat ihnen Grobheiten an den Kopf geworfen, aber dann wussten sie, was gemeint war. Den haben sie nicht gekannt, nicht? Nein. Naja, der ist ja auch schon lange tot. 2 Jahre ist das hier. Ja, und dann hat Dr. Pust für uns den Doktor gespielt. Dr. Pust, ja, von dem habe ich schon gehört. Ach, was sollen Sie auch nicht? Sie, das ist ein Mann. Wenn der Sie bloß anfasst, den können Sie richtig fühlen, wie die elektrischen Wellen durch Mark und Bein gehen. Ach, erzählen Sie doch mal. Was macht er so? Was hat der gelernt? Gelernt, ja. Nee, das weiß ich auch nicht. Arbeiten tut er ja für die Brandkasse, nicht? Früher hat er mal auf Schulmeister studiert, aber dann ist der Krieg gekommen und da hat er was abgekriegt. Splitter in der Lunge, glaube ich. Und das war wohl auch der Grund, dass er sich auf die Doktorei geworfen hat. Aber da ist er tüchtig drin. Oha! Na, zum Beispiel da die Schiebdinger von Warzen. Ja, Schiebdinger? Ja, die Schiebdinger von Warzen, die Sie unter der Nase haben. Da braucht er bloß 2 Finger draufzulegen. Ach, was sag ich? 2 Fingerspitzen und hui! Weg sind die. Was denn, so schnell? Das kann doch gar nicht angehen. Na, wie lange haben Sie die Dinger nun schon, hm? Oh, 10, 12 Jahre vielleicht. Ja, also, was sind dann 2 oder 3 Wochen, was? Na, ich glaube, ich muss mal wieder... Mal sehen, vielleicht bringe ich auch nächste Woche meinen Krankenschein mal vorbei. Ne? Ja, das wäre nett. Oh, das ist mal bloß, dass ich mit der Wurst nach dem Schinken schmeiß. Von wegen Kaffee. Tschüss denn. Tschüss denn, Frau Brun. Nee. Bisher immer noch Fräulein. Fräulein Brun. Aber Sie können auch Tille zu mir sagen. Schiebdinger. Sagt sie mir so batz ins Gesicht. Ich habe ja nie gesagt, dass die Dinger mich schöner machen. Aber Schiebdinger. Guten Tag, Frau Bökenklopper. Aua. Ist ja egal, ne? Ich muss mit dem Herrn Doktor sprechen. Ja, das können Sie, aber das dauert ein bisschen, nicht? Bitte. Ja. Ja, nee, ich muss sofort mit ihm sprechen. Ja, das geht um meine Frau. Ach, was ist denn mit Ihrer Frau? Ja, wenn ich das so genau wüsste.
Am liebsten würde ich sie ja umtauschen, ne? Wenigstens die Beine, ne? Denn nach oben hinzu, da ist sie noch ganz gut beieinander. Doch, das ist sie. Sie haben ja was getrunken. Ja, hab ich. Aber das macht nichts. Wenn ich nüchtern bin, ne, dann mache ich Meta ihre Beine noch weniger leiden. Ja, dann gehen Sie mal lieber erstmal nach Hause, Herr Brun, Ja. Ja, und Ihre spitze Zunge erst recht nicht, ne? Also so schlecht, wie sie laufen kann, ne? Mit dem Mundwerk ist sie gut zu Fuß. So, ja, na, dann schlafen Sie mal erstmal aus. Ja. Wissen Sie, wenn ich mir das so recht überlege, ne, dann ist mir das Stück zwischen Laufwerk und Mundwerk immer noch das Liebste bei mir. Wenn Sie wieder klar im Kopf sind, kommen Sie wieder. Nicht, Herr Brun? So. Ja. Nee, das geht nicht. Ich bin bestellt. Ja, dann müssen Sie warten. Wissen Sie, was Dr. Pust ist, ne? Der guckt seinen Leuten ja in die Augen und dann weiß er Bescheid. Aber dieser Doktor hier, der hat nix und gar nix mit mir aufgestellt. Und das, obschon ich das so mit den Nerven hab, ne? Nee, der wollte erst wissen, hat er wenigstens gesagt, was mein Blut wert ist und was meine Leber wert ist. Das haben Sie in den falschen Hals gekriegt. Und dabei habe ich gar nicht vor, da was von zu verkaufen. Gut, ne? Ja, und dann hat er noch gesagt, ich soll Freitag wiederkommen. Freitag? Haben wir aber nicht. Nee, was haben wir denn? Donnerstag. Oha, so lange wollte ich eigentlich nicht hier sitzen bleiben. Nee, das will ich auch nicht hoffen. Was? Ich meine, nun gehen Sie mal erstmal nach Hause, Herr Brun. Ja, gut. So Also dann. Sie meinen. Tschüss auch, Herr Brun. Ja, tschüss auch, Frau Böcken. Hauer. Genau das wollte ich sagen. So ein Dunchen haben, das geht ja vorbei. Aber so eine dusselige Warze, so eine völlig überflüssige, die bleibt. Stellen Sie sich vor, der Doktor will mich ins Krankenhaus schicken. Was muss das sein? In 2 bis 3 Wochen, habe ich gesagt, wenn der Befund bis dahin nicht besser ist. Hört sich schon anders an, ne? Frau Brun hat ein ausgedehntes Ulcus cruris. Was hab ich? Ein offenes Bein. Aber das kriegen wir wieder hin, Frau Brun, da ist mir gar nicht bange. Meinen Sie wahrhaftig? Liegen muss sie, viel liegen. Ja. Bei 5 Kindern, wie soll ich das wohl machen? Naja. Nehmen Sie erstmal die Tabletten. 3-mal täglich nach den Mahlzeiten mit viel Flüssigkeit, nicht? Morgens, mittags und abends. Und die salbengetränkte Gase, die legen Sie auf die Wunde. Das machen Sie heute und morgen und übermorgen. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, gut. Ist gut, Herr Doktor. Wiedersehen, Frau Brun. Wiedersehen. Tschüss, Frau Brun. Und Ja. Kopf hoch. Das sagt sich so leicht, aber wenn das nicht besser ist übermorgen, dann nehmen Sie hier die Haut weg und pflanzen Sie da unten hin. Ja, und wenn das auch nicht hilft, dann nehmen Sie womöglich das ganze Bein ab. Na, wer sagt denn sowas? Er. Jan! Ja? Sag mal, meinst du, dass es richtig war, dieser Frau solche Angst zu machen? Du, das musste sein. Eigentlich gehört sie in die Klinik. Du, aber ich habe mir gedacht, wenn es mir gelingen sollte, dieses Bein einigermaßen hinzukriegen. Dann kommen mehr Beine. Genau. Und so eine Behandlung braucht seine Zeit. Gott sei Dank. Mensch, eigentlich müsste das hier doch nur so wimmeln von verschleppten Bronchitiden, von Herzbeschwerden, von empfindlichen Gallenblasen. Dr. Harms ist vor 2 Jahren gestorben und seit der Zeit ist die Gegend hier ohne ärztliche Versorgung. Du vergisst deine Konkurrenz. Konkurrenz? Ja, diesen Dr. Pust. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ja? Sie haben da für meine Frau, Hanna Brun, geborene Brun, 14.04.44, da haben Sie was aufgeschrieben.
Suppositorien, oder wie das heißt. Ja, und nun wollte ich gerne mal fragen, wie sie das einnehmen soll. Rektal. Suppositorien werden rektal genommen. Aha. So. Ja. Ja, denn vielen Dank auch. Du, ich hab da eine Idee. Ne? Was meinst du, wenn ich mich da mal sehen lasse? Einfach mal reinguck. Bei wem? Na, bei ihm da, bei diesem Dr. Pust. Und wozu? Na, ich will mal sehen, was er so macht. Können die doch Krankheiten vorspielen. Kopfschmerzen zum Beispiel oder Bauchschmerzen oder Hexenschuss. Ach nee, du lass das nach. Er kennt mich doch nicht. Aber sollte er den Versuch machen und mich anfassen, dann lernt er mich kennen. Dann bringen wir ihn vor Gericht. Ach Mutter, nee, das kannst du nicht machen. Was werden die Leute sagen? Da kommt jemand. Was? Da kommt jemand. Ein Patient. Eine junge Dean. Du, wir verschwinden. Wir brauchen ja nicht zu merken, dass wir auf Patienten warten. Der nächste, bitte. Augenblick noch, Herr Doktor. Nur noch eben die Personalien aufschreiben. Guten Tag. Ich bin Frau Bögenhauer. Angenehm. Irmgard Brun. Brun. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und Sie haben sicher alles von der Schmuckenköksch geerbt, nicht? Ich meine von der Mutter. Von welcher Mutter? Vom ersten Brun. Wie hieß er doch gleich? Wolf Dietrich, nicht? Ach so. Vielen Dank. Du, sag mal, was erzählst du denn da? Die Geschichte kennst du noch nicht, aber vielleicht fragst du Fräulein Brun mal. Herr Dr. Birkenhauer? Ja? Lass mich noch eben. Also der Name ist Brun, Vorname Irmgard, ne? Ja, ja. Ich soll dieses Röntgenbild abgeben. Von dem kleinen Mädchen, das bei Ihnen in Behandlung ist und das Sie zu Dr. Petersen zum Röntgen geschickt haben. Ach Bitte. so, naja. Tja. Ja und? Und? Grüße von meinem Chef. Ich arbeite bei Dr. Petersen. Ach, Sie arbeiten in Neustadt? Ja. Und da kommen Sie extra hierher? Nein, ich wohne hier. Ach, Sie wohnen hier und arbeiten? Da bei geht Dr. doch ein Bus hin. Ja? Na, was ist mit dem Mädchen? Wieso? Was soll sein? Sie hat doch Druckgefühle. Ich meine, sie klagt darüber in den Augen. Tatsächlich? Was ist denn mit Ihren Augen? Doch nicht bei diesem Mädchen, bei dem Mädchen. Ach so, Entschuldigung, das ist... Ja. Ja, das ist eine Sinusitis. Beide Stirnhöhlen sind verschattet. Wann kommt die Kleine denn wieder? Morgen. Das ist sehr gut. Ja, die Leute können froh sein, dass nun wieder ein Doktor im Dorf ist. Können Sie. Tun Sie aber nicht. Ach, das kommt sicher noch. Ja, sicher. Aber heute wohl nicht mehr, nicht? Oder was meinst du? Musst du nicht langsam in die Küche? Ach, das ist schnell gemacht. Ja, ich habe aber Hunger. Ach so, naja. Ja, und für mich wird das nun auch Zeit. Wiedersehen. Moment mal eben. Ich habe ganz was Neues. Praxis Dr. Bökenhauer? Ja. Ja, das ist richtig, aber... Was sagen Sie? Ihr Ochse will nicht mehr fressen. Ja, das habe ich verstanden. Seit 3 Tagen nicht. Ja, passen Sie mal auf, da müssen Sie mal den Tierarzt anrufen. Ja. Nee, bin ich nicht, bin kein Viehdoktor. Ja, so ist das. Ochsen und Menschen sind nicht dasselbe, medizinisch gesehen. Jawohl. Wiederhören. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Haben Sie das gehört? Bitte behalten Sie doch Platz. Danke. Na, der wird bestimmt nicht zu Ihnen in die Praxis kommen. Weil wenn er mal krank werden sollte, meine ich. Und warum nicht? Ja. Ach, war ich zu grob? Och, nein, nein. Ja, was denn? Ja, wie soll ich das sagen? Hier im Dorf geht man anders miteinander um. Sicherlich auch mal grob, aber trotzdem verbindlicher. Ach so, freundlicher. Ja, ja, also ich kann auch freundlich sein. Hm. Was? Richtig nett sogar. Hm. Sie? Ja, wenn ich will. Oh, und heute wollen Sie nicht. Doch. Ich meine, merken Sie das denn nicht? Ich bin nicht Ihre Patientin. Der Einsatz lohnt sich womöglich nicht. Doch, Sie wohnen doch hier und ja, nehmen wir mal an, Sie
Sie kriegen mal Halsschmerzen oder Husten oder verderben sich mal den Magen. Hören Sie auf! Ja, dann würden Sie ja zu mir kommen und dann könnten Sie anschließend überall herum erzählen, wie nett ich bin. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, noch nicht, aber das kann sich ja ändern. Werden Sie doch ab und zu mal krank? Na, hören Sie mal. Naja, oder bringen Sie mir einfach häufiger mal Röntgenbilder ins Haus. Aha. Und weiter? Ja, dann reden wir. Ich mit Ihnen. Und ich mit Ihnen. Ja, genau. Und dann erzählen Sie mir das so ein bisschen, wie das hier so ist im Dorf und wie die Menschen hier so leben. Und, ja, und wie ich die Leute Ihrer Meinung nach behandeln müsste. Sie machen sich lustig über mich. Aber nein, Sie würden mir sehr helfen. Stellen wir uns doch mal vor, also angenommen, Sie kämen zu mir als Patient. Ne? Wie möchten Sie dann von mir behandelt werden? Ja, aber ich bin doch gar nicht krank. Tja, was können Sie mal haben? Sagen wir mal Herzbeklemmung. Ich? Ja, wie würden Sie das formulieren? Mit dem Herzen? Ja, spielen wir das Ganze doch mal, bitte. Na gut. Nee, das kann ich nicht. Aber ja, doch, wir sind doch allein. Versuchen Sie es doch mal. Herr Doktor? Ja? Nee, das geht nicht. Also gut, dann frage ich Sie. Wie lange haben Sie das schon? 3 Tage. 3 Tage. Und dann kommen Sie jetzt erst? Na ja, ich hab gedacht, das geht von selber wieder weg, ne? Oh, Schmerzen am Herzen. Die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Oh, so doll ist das gar nicht. Bloß so ein Kloppen. Bis nach den Hals rauf. Tja, lassen Sie mich mal nachdenken. Vielleicht sitzt da ein Freund drin? Oder ein Bräutigam? Nein. Ja, das ist so. Und besonders bei jungen Mädchen. Die haben das leicht mal mit dem Herzen. Herr Doktor, willst du dinieren als Gulasch oder süß-sauer? Blasenkatarrh. Möcht wissen, wieso der auf Blasenkatarrh kommt? Ach, der redet da irgendwas her. Blasenkatarrh. Als wenn ich wegen sowas zum Doktor laufen würde, wo es doch Wacholder gibt und Hagebutten. Rosa Canina. Aber Böckenhauer, der weiß das. Der weiß das und will mir nichts sagen. Übermorgen soll ich wiederkommen, hat er gesagt. Dann haben seine Apparate ihm erzählt, was mir fehlt. 2 Tage also. Die kann ich wohl noch warten. Ja? Tag auch, Bernd. Ach, das geht doch nirgends verrückter zu wie auf der Welt. Was, darf ich mich hinsetzen? Danke. Weißt du was, du könntest mir eigentlich mal wieder in die Augen gucken. Ich mach gar nicht so recht was essen in den letzten Tagen. Wenn du keine anderen Sorgen hast? Was meinst Ach. du? Ich hab gesagt, mir schmeckt das Essen nicht. Hab ich mitgekriegt, Mann, da muss ich dir nicht lange in die Augen gucken. Nee? Nee, du wohnst zu weit draußen, da wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, das ist das. Ja und? Du bist zu oft allein. Ach, du meinst, da kommt das von? Na, so viel reden tust heute grad nicht. Dann muss ich mal den neuen Doktor fragen. Versuch das, aber da kann er auch nichts bei tun. Oh nee, nun sag bloß, die Sache ist wirklich schlimm. Ich weiß bloß ein Mittel. Ja und? Aber das hilft auch nicht. Nun komm doch raus damit. Such dir einen Mann, einen Bräutigam. Was ist das? Du sollst dir einen Freund suchen. In meinen Jahren? Sag mal, du bist ja wohl. Und überhaupt, was ist los heute mit dir? Hast du Ärger gehabt? Wegen dem neuen Doktor? Hast du Angst, der gräbt dir das Wasser ab? Du, Bernd, ich kann mir eine Tasse Kaffee verdienen. Hast du nicht gehört, Bernd Brun, ich kann mir eine Tasse Kaffee verdienen. So? Ja, ich bin da gewesen heute Morgen. Wo? In der neuen Praxis. Ach so. Och, sagt nicht. Hier erweisen tut sie was. Doch ein bisschen viel an Gestühl. So viel Patienten kriegt er ja nie nicht zusammen, nicht? Mag ja auch sein, dass die Frau ganz nett ist. Aber was den Doktor angeht... Eine Frau? Was für eine Frau? Siehst du, nun kriege ich doch noch, warum ich eigentlich gekommen bin. Also hör zu.
Die Frau heißt Frau Bökenhauer und ist die Mutter von dem Doktor. Mit der kann man umgehen. Aber er, steif wie eine Korsettstange. Ach, Irmgard, du, ich erzähl gerade. Vater, Irmgard, ich erzähl gerade, was für einen flotten Doktor wir doch gekriegt haben, nicht? So, Du kommst spät, mein Dear. ich muss noch was besorgen. Meinst nicht auch? Was soll ich meinen? Na, du bist doch wohl in Wein gewesen. Ach, du meinst Dr. Bökenhauer? Sag mal, du bist doch wohl nicht krank, was? Komm, lass dich mal angucken. Nee, bin ich nicht. Was hast du denn bei dem Doktor verloren? Also weiß um die Nase ist sie nicht. Eher das Gegenteil. Ich muss was hinbringen. Hinbringen was? Ein Röntgenbild, Vater. Ist das so wichtig? Hat aber sehr lange gedauert, das Hinbringen. Da passiert wohl nichts im Dorf, was du nicht weißt, ha? Ja, mein Dern, davon lebe ich nun mal. Ich weiß. Wo du aufkreuzt, dampft der Kaffeekessel. Ja, wer nichts isst und nichts aus sich macht, der isst zweimal nichts. Aber diesmal war es ein Zufall. Ich habe eine halbe Stunde bei Klütenmeyers Lene gesessen. Und da habe ich dich reingehen sehen in die Praxis und nicht wieder rauskommen. Das ist alles. Was gab's denn so Wichtiges da? Habt ihr am Ende von mir geredet? Wie kommst du da denn drauf? Weiß er, dass du meine Tochter bist? Natürlich nicht, Vater. Wieso denn auch? Ich sollte ihm das Röntgenbild persönlich geben und musste warten, bis er rauskam. So. Nun muss ich mich um das Essen kümmern. Ja, Bernd, du hast Konkurrenz gekriegt. Was? Konkurrenz? Ha! Das schert mich doch nicht. Das sollst du aber wissen. Und ich lasse auch nichts auf dich kommen. Auch wenn du mir keine Tasse Kaffee angeboten hast und wenn dir mein Magen mit mal egal ist. Naja, was ich nicht krieg, das habe ich nicht gehabt. Ich meine, du sollst mal weniger rumschnüffeln im Dorf. Dann kriegst du noch weniger Kaffee. Was ist das? Denn zu viel Kaffee greift den Magen an. Also du weißt ja wohl gar nicht, was du von mir verlangst. Und was heißt überhaupt rumschnüffeln? Du musst krank sein. Ja, das ist mir schon in den letzten Tagen aufgefallen. Du sollst dich mal von Dr. Bökenhauer durch die Mangel drehen lassen. Tschüss! Gib mir Bescheid, wenn du wieder mit dir reden lässt. Du bist krank, sagt sie. Also hat sie was gemerkt. Irmgard! Ja? Was ist denn? Du, ich bin gerade dabei. Sag mal, siehst du mir was an? Habe ich eine schlechte Farbe? Wieso denn? Bin ich blass? Nee. Guck genau hin. Ja. Ist da was mit dir? Ich kann nichts sehen. Och, du hast vielleicht eine Lütte Gastritis. Ist nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Dazu muss man erst wissen, wo sowas herkommt. Das kann ich dir sagen, Vater. Aus dem Griechischen. Tschüss. Tüllkram. In meinen Augen steht nichts von Gastritis. Und von Blasenkatarrh ist recht nichts. Sowas habe ich meinen Lebtag noch nicht gehabt. Ja. Guten Tag. Verzeihen Sie, aber die Haustür stand offen. So? Sie sind doch der Mann, den ich suche, nicht? Was? Sie kennen sich doch aus mit allerlei Krankheiten. So wurde mir wenigstens erzählt. Wer hat Ihnen das erzählt? Meine Cousine. Ja, ich bin zu Besuch hier. Haben Sie denn Schmerzen? Oh ja, die habe ich. Und wo? Ach, überall. So. Ja, Reißen in den Armen und in den Schultern. So. In den Beinen auch. Aber das kann vom Hexenschuss kommen. So. Ja, die Knie und die Füße tun mir weh. Ja, die Knie sogar ganz besonders. So. Ja. Ach ja, und Flimmern. Wissen Sie, ab und zu habe ich so ein Flimmern vor den Augen. Können Sie mir nicht sagen, was mir fehlt? Fehlt? Sie haben doch alles. Ja, aber wissen Sie, ich fühle mich wirklich nicht gut. Aber das Schlimmste sind die Kopfschmerzen. Hier im Nacken fangen sie an. Wenn ich morgens aus dem Bett komme, stehe ich da schon mit auf. Jeden Tag. Ja. Ja, wenn ich hoch bin, dann wandern sie nach oben. Bis um 10. Da wird es langsam besser. 10:30 sind sie ganz weg. Ja. Ich meine, das könnte vielleicht wichtig sein. Darum erzähle ich das, nicht? Ja, man immer frisch von der Leber weg.
Ja, den anderen Morgen sind die prompt wieder da. Und dann fangen sie an. Hier im Nacken fangen sie an. Und So. können Sie mich nicht davon befreien? Nee. Nee. Warum denn nicht? Im ganzen Dorf wird doch erzählt, dass... Naja, vielleicht doch. Was soll ich tun? Hingehen und neue Matratzen kaufen. Aber keine wabbelig weichen, hart wie ein Brett müssen die sein. So, das ist alles. Tun können Sie nichts für mich? Nee, das ist alles. Verdienen Sie Ihr Geld immer so leicht? Immer, beste Frau. So, und wie viel macht das? Was soll ich bezahlen? Nix. Ich krieg Rente. Ach so, ja. Ja, dann vielen Dank auch. Da nicht für. Gucken Sie wieder rein, wenn Sie richtig was zeigen können. Ja, aber ich habe doch wirklich manchmal Kopfschmerzen, manchmal. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, dann auf Wiedersehen. Nicht? Warten Sie noch einen Augenblick. Was haben Sie da unter der Nase? Also wenn Sie wollen, da kann ich was gegen tun. Mit dem Hobel oder mit dem Küchenmesser? Ne? Darf ich Ihren Kopf mal so ein bisschen anfassen? Auch nicht mehr ganz jung. Ja. So 10, 12 Jahre vielleicht. Ich habe den Kopf gemeint. Also, das ist ja... Die Revanche für das Küchenmesser, die für den Hobel kommt noch. Das ist ja unerhört, dass man sich alles so bitten lassen. Nee, warum denn? Aber wenn Sie nicht gerade meinen, dass diese Schietinger so eine Art Schönheitspflaster sind, dann sollten Sie wiederkommen, Dienstag. Aber lassen Sie mich nachdenken. Ja, nächste Woche Dienstag, dann haben wir Neumond. Das ist die richtige Zeit für sowas. Schietinger. Das ist ja wohl das Witzige. Hast Besuch gehabt, ne? Wer war das? Wo kommst du denn her? Ach, durch den Garten. Hat noch bei Irmgard gesessen. Du, Bernd, ich muss unbedingt mit dir reden. Die letzten Nächte wusste ich nicht, wo ich bleiben sollte mit dem Bein. Und nun wollen sie mir das abschneiden. Was wollen Sie? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich bin bei dem neuen Doktor gewesen. Du, und der gibt mir nicht mehr als wie 2 oder 3 Wochen. Der will er mich ins Krankenhaus packen. Ja, und wenn du den Dr. Star jetzt in die Hände fällst, bist du verratzt. Na. Ja, ich sehe mich schon auf Krücken durch die Gegend laufen. Nix wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Du hast ein offenes Bein. Und das hast du schon lange, oder nicht? Und deine Mutter hat ein offenes Bein. Und Sophie auch, was deine Tante ist. Und die beiden sind weit über 60. Und keine von ihnen geht an Krücken. Nee. Ja, und haben auch nie nicht ein Krankenhaus von drinnen gesehen. Nee. Naja, dann sag mir doch, was dich so durch den Wind geschossen hat. Ach, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht haben sie es ja nicht so schlimm gehabt, ne? Oder sie sind keinem Dr. Böckenhauer in die Hände gefallen. Naja, das macht er doch wohl. Du, hier, die Mutter von ihm, die ist ganz nett. Kennst du sie? Hab das Vergnügen noch nicht gehabt. Ja, sie hat hier unter der Nase 1 oder 2 Warzen. Was hat sie? Mit der kannst schnacken, wie Jan Meyer mit seinem Hund. Mann, was der Sohn ist, der hat er nicht viel von abgekriegt. Nun guck mal einer an. Verdammt, der Piel vom Morgen. Da sitzt wieder der Teufel bin. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn das Loch nicht so groß wäre und nicht so voll mit Feuer. Du glaubst ja nicht, wie das aussieht. Rot ist das, rot bis rauf zum Knie. Ja, weißt du, so doll wie nu habe ich das schon lange nicht mehr gehabt. Ja, du hättest schon früher kommen müssen. Vor langer Zeit schon und dein Bein zeigen. Naja, habe ich wohl manchmal angedacht. Was Tille ist, ja, das ist auch gesagt. Und dann soll es auch Zeit haben, ne? Und du weißt ja, wie das damit aussieht. Na? Du behältst dein Bein. Ist wahr, ganz sicher, Bernd. Wie ich sag. Oh, ich will's glauben, ich will da gewiss an glauben, du. Und so ein Loch, wenn es mal ein bisschen kleiner wäre, dann wär's ja schon gut, ne? Dann kann das böse Blut... Leg mal deine Hand auf den Tisch. Ja, dann kann das böse Blut... Die andere. Das kann dann auch viel besser ablaufen, weißt du? Deine Grete zum Beispiel, weißt du, die mit Willi Brun verheiratet war, die hatte kein offenes Bein. Und was mit ihr? Auf ein Bronchien hat sie es gekriegt und gestorben ist sie. Na,
Was siehst du? 3, 4, 5 Kinder. Die habe ich schon. Ja, und da hat sich das denn mit. Das nehme ich dir ab. Wenn ich an meinen Mann denke, nehme ich dir das ab. Aber mit deinem Bein, Ja? da kriegst du Ärger. Also doch ins Krankenhaus. Aber du hast doch eben noch gesagt... So ungefähr in 10 Jahren. Und die Lütte liegt noch im Kinderwagen. Was hast du denn gesagt? Dann wirst du in eine Mausefalle oder in einen rostigen Nagel treten. Genau lässt sich das nicht ausmachen. Also, Vater. In 10 Jahren, sagst du? Naja, das können noch 12 werden oder 9. Aber wie ich sehe, wird das dann eine Sache. Da sollst du sofort mit zum Doktor gehen. Aber zu einem Richtigen, der da auch was von versteht. Ja, das mache ich, Bernd. Das mache ich ganz sicher. Ach, Bernd, wenn wir dich nicht hätten. Ja, du hast mir das Herz auch nicht was leichter gemacht. Ja, du, hier, ich habe so eine Salbe gekriegt vom Bückenhauer. Soll ich die wegschmeißen? Tu das. Und dein Mann soll zum Gänseacker gehen, der gehört Peter Green. Ja, ich weiß. Und soll da nach Lehm graben, aber tief durch. Richtig nass und blau muss das sein. Das will ich ihm sagen. Und den packst du auf das Bein und das Bein legst du hoch. Immer hochlegen, das Bein. Also das hat Bückenhauer mir auch erzählt. Genau das. Mann, wie soll ich? Kannst mir das mal verraten? Bei 5 Kindern und ein Mann, der das mit den Nerven hat. Ja, aber das geht nicht anders, Meta. Du musst. Ja, und er muss die Lütte auf den Pott. Der zweite, der vertüdelt sich in die Tischdecke und reißt das ganze Kaffeegeschirr runter. Der dritte, der saust mit dem Feudeleimer durch die Gegend und ich soll das Bein hochpacken. Ja, aber du hast doch einen Mann. Ach du liebe Zeit. Und der hat seinen Viehhandel. Wenn die Nerven da nicht das Gegen sind, ne? Und wenn doch, dann trinkt er. Ja, und mal so ein bisschen mit anfassen zu Hause. Tut er nicht. Ja, das muss er, kriech ihn ran. Ja, aber der Mann ist doch krank. Ach, seine Krankheit ist, dass er Angst hat um seine Gesundheit. Was soll das heißen? Das werde ich Hannes selbst sagen. Schick ihn her. Ja, das mache ich, Bernd. Kannst dich auch verlassen. Ach, Bernd, und hab vielen, vielen Dank. Du hast mir auch nicht was geholfen. Tschüss, Meta. Mach's gut, ne? Tschüss. Wir können gleich essen. Ja, ist gut. Vater, du glaubst doch selbst nicht, was du Meta da eben vorgetünt hast. Nee, aber das tat nichts. Die Politiker glauben auch nicht an das, was sie sagen. Hier geht es um Menschen, um ihre Gesundheit. Ach, und du meinst in der Politik nicht? Ich rede von Meta. Ich rede davon, dass du einer kranken Frau Kühlkram erzählst. Das verstehst du nicht, mein Dern. Vater, unser Dorf hat einen neuen Doktor gekriegt. Ich weiß, und ich weiß sogar noch mehr, der kann nix. Ach, und du? Gerade du willst das wissen. Kennst du ihn überhaupt? Ja, Was? Du kennst ihn? über Tille. Ach, du Lebetit. Und Meta, die beiden sind bei ihm gewesen. Und das genügt dir? Ja, Der muss bloß suchen, dann findet er einen Grund und kann dich verklagen. wenn er sich mit dem ganzen Dorf anlegen will, bitte. Das wirst du doch nicht tun. Was? Das Dorf gegen ihn aufhetzen. Ich gebe ja zu, du warst immer für die Kranken da. In den letzten beiden Jahren sogar nur noch. Aber nun wünsche ich mir, du würdest die ganze Doktorei an den Nagel hängen. An den großen Nagel hängen. Aber da denkst du ja gar nicht dran. Das macht dir ja viel zu viel... was hast du da eben gesagt? Also, wie ein Olsch, was die sich auf einmal in den Kopf gesetzt hat. Mit dem Kinderwagen wollte sie mich losschicken. Also mich mit dem Kinderwagen. Aber so ist das. Wenn einer seine Nerven nicht fest an Zügel hat, dann meint der andere, er kann mit einem rumkommandieren. Besserte Lebensmut. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Junge Freundin, besserte Lebensmut. So ist das überhaupt. Eine Frau, die ewig humpeln tut, eine Frau mit Lappen um die Beine, die muss einen ja krank machen. Da muss ich ja bei auf den Hund kommen. Nervlich, meine ich. Ja. Sollte da gleich mal mit dem Doktor übersprechen. Von wegen, was eine junge Freundin mir nicht auch ein bisschen auf die Beine helfen kann. Für die Gesundheit tue ich alles. Ach, guck an. Ach, Hannes. Du weißt, was Lieschen-Tante mir eben erzählt hat, die aus Pennigbüttel, die ist doch Witwe, nicht? Und die hat doch 2 Töchter. Gertrud 5 Jahre verheiratet, aber nix. Und Frieda einmal auf dem Feuerwehrball, aber die... Tja, wie das Leben so spielt. Na, und wie geht dir das? Schlecht, wie ich sehe. Und Meta? Und Meta ist best zu Wege, ja. Bis auf das Bein. Bis auf das Bein, du. Ja. Na, und dich quält immer der Durst. So ist das, Tille. Mensch, Hannes, hast vielleicht auch Zucker? Zucker? Kriegt man da Zucker von? Nee, andersrum. Zucker macht durstig. Guck an. Das ist mal eine praktische Krankheit, hm? Das weiß ich nicht, du. Besser wäre ja auch, du würdest Milch trinken. Milch? Labberige Milch? Versuch das mal, trink die mal 8 Tage lang. Dann weißt du, warum die Babys ewig am Plären sind. Sie können sich dann wieder anziehen, ja? Guten Tag. Wie schön, wenn meine Patienten so vergnügt sind. Frau Brun, nicht wahr? Nee, Fräulein. Ach so, Fräulein Brun, ja. Wie geht's Ihnen denn? Oh, allerbest, ich kann überhaupt nicht klagen. Na fein. Na, für Sie ja wohl nicht, Doktor, aber hier trotzdem mein Krankenschein. Wie bitte? Ja, ich habe mir gedacht, wo der Mistwagen nicht hinkommt, da kommt Gottes Segen ja auch nicht hin, nicht? Das verstehe Ja, und ich. Dr. Pust, der kann mit dem Schein ja auch sowieso nichts anfangen, nicht? Nee, das ja. kann er wohl nicht, aber Dann will mal ich nicht mal was- wieder. Tschüss, Doktor. Tschüss, Hannes. Tschüss. Kopf hoch. Und Sie, ach so, ja, Sie wollen sicher Ihre Werte, Ihre Ergebnisse wissen. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das beibringen soll. Oh, guck an, Herr Doktor. Steht das so schlimm um mich, ja? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Sie bilden sich Ihre Beschwerden bloß ein. Ich glaube, Sie sind überhaupt nicht krank. Sogar die Leber, und das wundert mich. Leber, darum geht das doch gar nicht. Um die Nerven geht mir das. Sie dürfen mir glauben. Ich habe Ja, ich weiß. Für die ärztliche Kunst bin ich faulkrank. Das habe ich nicht behauptet. Aber gedacht. Ein Hypochonder sind Sie. Gedacht haben Sie das, ha? Aber das Dr. Pust doch ordentlich was tüchtiger. Der hat mir immer... Was war das? Was? Augenblick mal, Herr Doktor, was haben Sie da eben gesagt? Das lateinische Wort. Das Wort für meine Krankheit. So in der Art wie Hypo... Ja, dann kam noch was. Nix für ungut, Herr Doktor, aber können Sie mir das nicht ein bisschen was aufschreiben, ja? Dann hätte ich doch was in der Hand, ja? Ja, wegen Meta und so. Ah, guten Tag, Frau Doktor. Sagen Sie mal, Sie wissen nicht, was das ist, ein Hypo, und dann kommt noch was. Nee. Schade. Sehr schade. So, Herr Brun. Hiervon nehmen Sie heute 4, morgen 3 und dann jeweils 2 Tabletten, bis die Schachtel leer ist. Es ist ein Blasenkatarrh, wie ich bereits vermutete. Alle Befunde sprechen eindeutig dafür. Tja, der muss sich das wohl glauben. Ist aber kein Grund, sich zu beunruhigen. Aber dass so ein bisschen einen so pieren kann. So ein bisschen, Sie sind gut. Ganz schön verschleppt, die Geschichte. Sie müssen die Beschwerden doch schon lange haben. Och, zuerst waren die gar nicht so toll. Ja. Und der nächste Arzt, 12 Kilometer weit weg, ne? Auch das, ja. Ja, ich verstehe das. Ja, aber Sie haben ja doch diesen 9-mal klugen Dr. Pust. Bei dem sind Sie doch bestimmt gewesen. Was zum Beispiel hat der denn gesagt? Ja, der war sich nicht sicher. Ach so, der war sich nicht sicher.
Hat er denn gar nichts aufgeschrieben? Oder schreibt er nichts auf? Macht er das alles so mit Hand auflegen und pusten? Ja, nur, das ist so. Er hat sich nie nicht für einen studierten Mediziner ausgegeben. Ja, das kann er auch nicht. Ein Mann, der nicht mal weiß, was er mit einem simplen Blasenkatarrh machen soll. Der nicht mal weiß, was das ist. Oh, wissen wird er das wohl. Ja, aber nichts anfangen kann er damit. Und das wundert mich. Für ihn steht doch alles in den Augen, wie mir immer erzählt wird. Ja. Ja, das will mir auch nicht in den Kopf. Und wir Ärzte, was sind wir doch bloß dumm? Wir denken immer noch, wir müssen den Menschen von oben bis unten untersuchen. Ja, und Röntgen, der die Strahlen entdeckt hat, dieser arme Kerl. Was hätte der sich für Mühe ersparen können, wenn ihm irgendjemand gesagt hätte, dass alles in den Augen steht? Herr Dr. Böckenhauer, ich weiß Gucken ja Sie nicht... mir in die Augen. Können Sie irgendwo sehen, dass ich keinen Blinddarm mehr habe? Ich weiß ja nicht, was Sie sich vorstellen. Oh, Herr Brun, nun tue ich ja gerade so, als wenn Sie dieser Dr. Pust wären. Aber das kann ja gar nicht angehen. Ja, wenn das nur so ist, der muss Ein sich wohl... Mann, der sich wunder was einbildet, wenn er sich die Blase so ein bisschen erkältet hat. Der muss sich wohl... Der wird ja wohl nicht den Mut haben und spielt den Quacksalber für fremde Leute. Der wird das Bein von Meta Boone zum Beispiel, das wird er ja wohl nicht ganz und gar verkommen lassen. Also, Herr Doktor... Richtig, denn das wäre sowas wie ein Verbrechen. Und da gibt es in den Gesetzbüchern Paragraphen für. Was Meta ist, die hat sich nie nicht in all den Jahren nicht... Aber was reden wir denn, Herr Brun? Sie geht das ja nichts an. Tschüss, Herr Brun. Aber sicher doch, und ich wollte Ihnen... Auf Wiedersehen, Herr Brun. Und werden Sie bald wieder gesund. Die Tabletten werden sicher helfen. Dami, nochmal, kann der Kerl reden? Weiß er oder weiß er nicht? Das ist hier die Frage. Vater! Du? Was ist dir? Hast du was? Wieso bist du hier? Ich? Ja, Oh, bloß so. so. Hast mit ihm geredet? Nee, in der Hauptsache hat er mit mir geredet. Und du hast gar nichts gesagt? Naja, so dies und das. So. Hast ihm erzählt, dass du mein Vater bist? Nee, sollte ich das? Nee, nee. Ja, dann will ich mal, ne? Ja. Aber sag mal, wieso bist du denn hier? Ich? Ja, Oh, auch bloß so. so. Ja, ich soll das Röntgenbild wieder abholen. Warum das denn? Fürs Archiv. Das verlangt der Gesetzgeber. Hinbringen, abholen und dann ins Archiv. Und davon lebt ein ganzer Haufen Beamte. Tu mir einen Gefallen und halt dich nicht so lange auf. Ja, ja. Der nächste, bitte. Oh. Der nächste, bitte. Ach, Herr Doktor, mir geht das schlecht. Ich hab das ja so mit dem Herzen. Kann man gar nicht die Luft durchholen. Tja, was machen wir denn da? Was ich doch nicht. Sie sind der Doktor. Haben Sie denn Ihre Tropfen nicht eingenommen? Aber sicher doch. Und nicht 3 mal 10 über den Tag. 3 mal 20 habe ich genommen. Oh, das war aber sehr unvernünftig. Ach was, ich habe mir gesagt, viel muss auch viel helfen. Und keine Besserung? Nicht die Spur. Tja, dann machen Sie mal den Oberkörper frei, damit wir eine EKG machen können. Das möchten Sie wohl. Aber daraus wird nichts. Wir spielen, haben Sie gesagt. Und überhaupt, das war alles verkehrt. Fangen wir an mit dem ersten Satz. Der kann nicht heißen, ja, was machen wir denn da? Das muss heißen, nu man sinnig, beste Frau. Da kriegt wir halt sag's wieder hin. Nu man sinnig, beste Frau. Jawohl. Aber Sie haben keine Schularbeiten gemacht, Herr Dr. Böckenhauer. So kommen Sie nie mit den Leuten hier klar. Tja, Sie müssen eben häufiger kommen und länger bleiben. Das ist eben alles nicht so einfach. Was? Den richtigen Ton zu finden? Ja, das auch. Was dann noch? Naja, nehmen wir mal an, ich würde das alles so im Handumdrehen begreifen. Dann hätten Sie ja gar keinen Grund mehr, mich zu besuchen. Nee, zumindest müsste ich darüber nachdenken. Ach, das würden Sie tun? Also, da müsste ich auch drüber nachdenken. Guck mal, das ist alles nicht so einfach. Aber Sie könnten doch zum Beispiel zu mir kommen. Ja? Naja, ich könnte auch mal krank werden. Zu Ihnen würde ich auch kommen, wenn Sie nicht krank wären. Ach, das würden Sie tun? Natürlich. Aber
Ach, das geht ja doch nicht. Gerade gestern habe ich gedacht, wenn die Irmgard will... Ja. Naja, es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Raus damit. Wenn Irmgard will? Na, ich meine, wenn wir beiden, ich meine die Irmgard und ich... Ja. Also, wenn wir zueinander passen und uns vertragen würden... Na, also das, was sie in Neustadt tut, das kann sie auch hier tun, nicht? Bei Ihnen in der Praxis? Ja. Ja, das auch. Na? Was wird die Irmgard sagen? Sie könnte morgens länger schlafen und wäre schneller wieder zu Hause. Brauchte nicht auf den Bus warten und nicht im Regen stehen. Och, der Weg hat mir nichts ausgemacht. Auch nicht bei Sturm und Regen? Nö, ich bin immer gern bei Dr. Petersen gewesen. So, naja, wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Das ist ja auch kein Vorschlag für morgen oder übermorgen. Gucken Sie sich um. Hier, die Stühle sind leer. 2 Jahre kein Arzt in der Gegend, aber die Stühle sind leer. Das wird sich bei Zeiten ändern. Und ich verstehe gar nicht, wie das angehen kann. Der Mann hat überhaupt keinen Medizinverstand. Und trotzdem laufen sich die Leute die Hacken nach ihm ab. Von wem reden Sie? Das hätte mir früher mal einer sagen sollen, dass ein Quacksalber mir die Butter vom Brot nehmen würde. Dr. Pust wird er hier genannt. Ja, aber Sie müssen ihn doch kennen, Sie sind doch von hier. Ja. Bernd Brun heißt der Mensch. Und ich kenne ihn sogar. Ja? Tja, behandelt Rheuma, verkrüppelte Beine mit Kamillentee. Zu große Busen mit Ziegenmilch und zu kleine mit Schafsmilch. Und ich lag mir Schulden auf dem Hals. Die teuersten Apparate habe ich gekauft. So eine moderne Praxis kennen die Leute überhaupt nicht. Aber was ist? Die glauben immer noch Hand auflegen oder was weiß ich. Das wird das Allerbeste. Ja, also ich kann da nicht zu sagen. Meta Brun zum Beispiel, nicht? Ja, die soll jeden 2. Tag herkommen zum Verbinden. Und was ist? Weg ist sie. Sitzt bei Dr. Pust und hat solchen Ulkus, aber das sag ich Ihnen. Sollte da eine Thrombose zukommen und was passiert? Ja, die Frau hat 5 Kinder. Ja, ich weiß. Dann schicke ich ihm die Polizei auf den Hals. Oh, Meta Brun, ich kann mir denken, die wird wiederkommen. Das verspreche ich Ihnen. Wie wollen Sie das denn anfangen? Ich red mit Vater. Mit Vater Brun. Ich red mit ihm. Und da hört er drauf? Aber ja, er kennt mich doch von Kindesbeinen an. Und überhaupt, er will seine Gesundbeterei aufgeben. Wer sagt das? Er selbst. Zu wem? Zu mir. Ach, den kennen Sie ihn näher. Den kennen Sie ihn gut. Vater! Ich hab Vater verstanden. Ach, das sagen wir ja so, Vater Brun. Nee, vorhin. Und das fällt mir jetzt wieder ein. Er war noch da und sie kam in die Tür. Und da habe ich Vater verstanden und mehr nicht. Zuerst habe ich mir ja gar nichts dabei gedacht, aber jetzt geht mir ja wohl ein Licht auf. Jawohl, Fräulein Brun, Sie haben sich verraten. Raus mit der Sprache, sind Sie? Also gut, Bernd Brun ist mein Vater. Ach, guck mal. Und der hat gesagt, such dir mal einen Vorwand und guck mal nach, was da los ist, nicht? Nee. Wer zu mir in die Praxis kommt, will er wissen. Und dich hat er hergeschickt. Oh ja, mit einem Röntgenbild in der Hand. Ja, da habe ich mich gleich drüber gewundert. Das habe ich dir sogar noch gesagt, da wirst du dich dran erinnern. Wir haben nicht auf Du und Du getrunken. Und überhaupt, Sie können mit Dr. Petersen reden. Fragen Sie ihn. Ach, das mit dem Röntgenbild, das ist mir doch gar nicht so wichtig. Das war ja bloß das erste Mal. Stimmt, genau. Und der 2., 3. und 4., wie war das denn, hä? Ich könnte die Geschichte ja auch umdrehen und sagen, dass Sie mich aushorchen wollten. Was, ich Sie? Das fehlt mir noch. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass Sie die Tochter sind von diesem... Weiß ich das? Wer hat mich denn gebeten, von der Gegend hier zu erzählen und wie man die Menschen behandeln soll? Ich habe mir Mühe gegeben und Sie haben sich lustig gemacht über mich. Irmgard. Ich glaube Ihnen nichts mehr. Und darum, Herr Dr. Birkenhauer, guten Tag. Irmgard. Aber keine Bange. Was ich versprochen habe, da bleibt das bei. Meta Brun sollen Sie haben. Die brauche ich nicht. Auf einen Patienten mehr oder weniger kommt mir das jetzt auch nicht mehr an. Ich schmeiß den Laden sowieso hin, ich habe keine Lust mehr. Ich gebe auf. Landpraxis, ja. Da habe ich mir wahrhaftig was anderes drunter vorgestellt. Ja, guten Tag, hier ist Birkenhauer. Ich hätte gern Professor Enghaus gesprochen. Wieso, wer ist denn da? Ach, Tag, Frau Gerber. Ja, hier ist Birkenhauer. Ja, kann ich den Professor... Ach so, der ist noch im OP. Tja. Ja, ach nein, sagen Sie ihm nur, dass ich angerufen habe. Er weiß dann schon Bescheid. Ja? Gut, Frau Gerber, vielen Dank. Danke. Wiederhören, Frau Gerber. Du bist das. So, ich habe mich entschlossen, das Angebot von Professor Enghaus anzunehmen. Ich gehe zurück in die Klinik. Ja, ich weiß, deine Meinung kenne ich. Aber noch ist Zeit. Noch sind mir die Schulden nicht bis beim Kopf gewachsen. Noch gehen sie nur bis zu den Ohren. Ich habe das satt, hier rumzusitzen und nichts zu tun.
Da kann doch keiner von leben. Von luppigen 10 oder 11 Krankenscheinen. 12. Was? 12. Ich habe mir beim Kartoffelchen den Finger geschnitten. Ewig diese trüben Tage. So ist es besser. Auf diesen Punkt muss ich mich konzentrieren. Nun kann ich das ablesen. Eine Erkältung. Mehr nicht. Und geht sogar schon zurück. Ha. Ich bin gesund. Tag, Bernd. Ich will bloß mal wieder ein bisschen gucken. Ob der Kaffee schon fertig ist? In diesem Augenblick, Tille. Der Kessel ist schon am Dampfen. Nee, gib dir keine Mühe. Schade um das heiße Wasser. Was ich wissen wollte, weiß ich doch schon. Und als wer? Du lässt wieder mit ihr reden. Ach, lass ich doch immer. Oh, sag nicht, du hattest neulich einen verdammt schlechten Tag, du. Ich hab noch im Dorf gesagt, Bernd Brun, hab ich gesagt, der quält sich mit irgendwas, ja, den bedrückt was. Aber so ist das im Leben, hab ich gesagt, der Mensch muss gepiesackt werden, damit er Lust kriegt zum Sterben. Hast du gesagt? Hab ich gesagt, ja. Ja, dann kannst du jetzt erzählen, ich wäre bestens auf Draht und du hättest eine Tasse Kaffee gekriegt. Ich komm, bleib hier, mit dieser Nachricht krieg ich literweise Kaffee. Aber nun sag mir schnell doch noch, was hat Irmgard eigentlich? Ich weiß nicht, hat die was? Ja, bisher habe ich mir doch nicht viel bei gedacht. Hab gemeint, die läuft wegen dir alle naslang zum Doktor. Zu Böckenhauer? Ja, aber vielleicht tut ihr was weh und sie will mit dir da nicht drüber reden, nicht? Da hat sie mir nichts von erzählt. Guck mal, ich habe seit gestern so ein Pieken im rechten Auge. Will ja nicht das erste Mal, nicht? Dahin? Ja. Ja. Tille. Ja, das wird ein Gerstenkorn. Wenn ich mir das nicht schon gedacht hätte. Der Fuchs verliert die alten Haare, aber nicht die alten Nücken. Ja, dann nimm doch gleich, warte mal, wo hab ich denn... Du, ich hab doch keine Zeit, sonst wird Luise noch böse und der Kaffee kalt. Aber wenn ich vielleicht nachher noch mal kommen kann. Ja, ist gut. Bernd, du kriegst Besuch, du. Ach, Hannes! Tschüss, Bernd! Bis Tschüss, Tille. Setz dich, Hannes. Da, ja. Was bringst du? Ja, Bernd, ich habe sowas wie eine ganz große Chance für dich. Na, da bin ich aber neugierig. Ja, die Sache ist die, du hast doch nur Konkurrenz gekriegt, ne? Da weiß ich nichts von. Nee? Ja, das kannst du nicht abstreiten. Und was wahr ist, muss auch wahr bleiben. Und Tille hat gesagt, dir ging das ganz schlecht, du wirst gar nicht mehr du selber. Ach, Tille Brun redet viel, wenn sie Kaffeedurst hat. Ja, mag ja sein, und sie hat ein bisschen was übertrieben. Getönt hat sie. Aber was ich bin, ich hab ihr das geglaubt. Und hab gedacht, wenn das so schlimm um den armen Bernd bestellt ist. Ich bin nicht krank, Dami nochmal. Nee. Aber dann musst du ihm, hab ich mir gesagt, ein bisschen unter die Arme greifen. Du? Ja. Mir? Ja. Wie das denn? Was Böckenhauer ist, nicht? Der hat mich doch untersucht, ne? Und nichts gefunden. Nee. Hab ich mir gedacht. Wieso? Oh, bloß so. Ja, guck, und nun kommt meine Überlegung, ne? Wenn du nun finden würdest, wozu der Böckenhauer nicht zu imstande ist, ne? Dann müsste ihm das doch bös gegen die Ehre gegen anlaufen. Müsste ihm das. Oder was meinst du? Oh ja, das müsste es. Ja, den kann er doch als Doktor, der er doch sein will, doch glattweg einpacken, siehst du? Und das ist sie. Die ganz große Chance für dich. Und für dich nicht weniger. Wieso? Denn du wärst doch nicht gesund, wenn du gesund wärst. Also, dann siehst du mich ganz und gar verkehrt. Ich gebe mir die größte Mühe und halte mich zurück. Und warum halte ich mich zurück? Damit die Muskeln, Drüsen und Nerven nicht überanstrengt werden. Ja, ich horch sozusagen von früh bis spät in mich rein. Ne? Und was höre ich? Ohrensausen. Du,
Sausen kann ich dir sagen, du. So laut, dass meine Frau dann manchmal von aufwachen tut. Kann nicht angehen. Aber ja, ach Mensch, ich sag ja, mir glaubt doch kein Mensch, wie krank ich bin. Ja, ja, mit der Angst um die Gesundheit fängt manche Krankheit an. Ne? Aber bis da einer hinterkommt, muss er älter sein als Dr. Jan Bögenhauer. Steh mal auf. Komm hier mal her. Was? Setz dich da mal hin. Da, ach so, ja, geht los. Na? Ja, du hast auf der linken Hand, da musst du ein Ekzem haben. Ach, du meinst die roten Dinger hier, die Blasen? Zeig mal. Ja. Was hab ich gesagt? Bögenhauer weiß von Tuten nichts ab. Und von Blasen erst recht nichts. Also diese Krankheit ist ihm nicht mal aufgefallen. Und also ich kann das noch gar nicht begreifen. In den Augen hast du gesehen, dass ich an der Hand... Und sowas sitzt hier nur auf dem Dorf und nicht in irgendeine große Universität. Mensch, du Bernd, aber hör mal, du, ist das gefährlich, das... Ekzem? Nee. Aber du hast Mittel dagegen. Nee. Aber du. Ich? Wieso? Da lässt du am besten dein Wasser rüberlaufen. Mein Wasser? Ja. Und das soll helfen? Das hilft. Tu mir den Gefallen, Hannes, und lauf dreimal um den Tisch rum. Was soll ich? Um den Tisch laufen. Was denn? Dreimal? Ja. Warum denn gleich laufen? Naja. Also, so, langt das? Ja, das hat was gebracht und sieht schon viel besser aus. Was sieht besser aus? Tja, Hannes Brun, setz dich erst mal hin. Da. Hier. Tja, dein Blut ist nicht in Ordnung. Ah, guck an, mein Blut. Das kommt nicht voran, das ist zu dick. Zu dick? Aha. Ja, und wo kommt das von? Von Alkohol. Wieso Alkohol? Der zieht, ja, wie soll ich dir das erklären? Der zieht das Wasser aus deinem Blut. Ah, nee. Und nun soll ich das Trinken aufgeben, ha? Aber du, das sag ich dir. Da wird nichts von. Den Zahn habe ich Bögenhauer schon gezogen. Der hat da auch von gepredigt. So, dann ist er klüger, als ich gedacht habe. Das kann ich nicht. Stell dich auf den Kopf, aber das kann ich nicht. Gut, dann trink zum Abgewöhnen den Alkohol mit Wasser vermengt. Aber das ist doch eine Schande. Eine Sünde ist das. Mit Heißwasser trink Grog. Grog? Ja, das ging. Grog. Ah, nee. Dann wird Meta rebellisch, du. Du, das ist nicht so einfach so wie zieh mal eben den Flachmann aus der Büchse, du. Ja, dann sagst du ihr, du willst dir Rasierwasser machen. Rasierwasser? Ja. Das ist gut. Nee, aber wieso denn ich? Da kümmert sich doch immer Meta um. Von jetzt an nicht mehr. Oh, das wollen wir mal... Ach so, ja klar. Wegen diesem hier, hä? Und wegen dem Laufen. Alle halbe Stunde dreimal um den Tisch. Oh Mann, da werde ich doch krank von. Ja, wenn du das nicht willst, dann gehst du am besten deiner lieben Frau so ein bisschen zur Hand. Für Kartoffeln sorgen, ihr die Kinder abnehmen. Ich? Den Garten in Ordnung halten, Schnee schippen, wenn es nur kälter wird. Nee, das geht nicht.
Das halte ich nicht aus. Mann, da komme ich doch auf den Hund bei. Andersrum. Genau andersrum. Wenn dein Blut keine Arbeit kriegt, dann trocknest du aus wie eine Qualle auf dem Strand. Und das dauert gar nicht mehr lange. 1 Jahr noch. Dann bist du abgemagert, bist alt, kommst von deinem Sofa nicht mehr hoch und kannst auch nicht mehr trinken, denn du kriegst den Arm nicht mehr krumm. Nee. Tja, und Rasierwasser machen für Grog, wenn der Arm sich nicht mehr krumm machen lässt. Halt auf, Mensch. Das ist ja gräsig. Meine Kinder hüten, sagst du? Ja, warum nicht? Die sind lustig, lebendig, die lassen dich jung werden. Jung werden. Naja, kannst ja mal versuchen. Ja, du musst das versuchen. Und Pillen? Ja, du, oder Tropfen, du, die man ganz kommodisch schlucken kann, du, und hinterher liegen muss. 1,5 Stunde auf dem Rücken, 1,5 Stunde auf der linken Seite, 1,5 Stunde auf der rechten Seite. Du hast es nicht mit dem Magen. Nee, das ist auch wahr, ja. Aber da kannst du mal sehen, das gibt Sonne und Sonnekrankheiten. Und manche sind gar nicht mal so schlecht. Ja, ich würde mir das Tauschen überlegen. So ein Magenmensch, weißt du, der hat eine graue Gesichtsfarbe. Keine Lust auf Frauen. Ach nö. Und muss schieres Wasser trinken. Nee. Mann, du willst doch wieder Mumm in die Knochen kriegen. Möchte ich schon, ja. Meta hat neulich noch gesagt... Halt dich an meine Worte, dann hat Meta auch noch eine Menge Freude an dir. Ist das wahr? Bernd, da trinken wir einen auf. Ach so. Was? Oh, nee, Bernd, nee, das kannst du mir nicht antun. Die Puddel ist doch noch halb voll. Oder sagen wir so gut wie. Ach, die schöne Puddel. Ja, gut. Und damit du siehst, wie ehrlich ich das meine. Da. Aber als Honorar wirst du den Seelentröster wohl nicht gelten lassen. Also, was kriegst du? Nix. Ach, komm. Alles hat seinen Preis. Geld nehme ich nicht. Was denn? Ja, wenn du willst und die Sache dir so wichtig ist, Ja. dann kannst du mir Feuerholz machen. Feuerholz? Aus dem alten Kirschbaum. Umgelegt habe ich ihn gestern schon. Du findest ihn im Garten. Auch das Werkzeug, liegt alles dabei. Aha. Hier geht es lang. Wenn das Nötigen denn kein Ende nimmt. Sag mir bloß mal, was ist denn mit Nervenbrun? Was soll mit ihm sein? Ja, der arbeitet in unserem Garten. Ich weiß. Du Vater, Was? du hast gesagt, du wolltest das nachlassen. Das Doktern. Darüber nachdenken wollte ich. Ja, und genau das tust du nicht. Aber ja, jeden Tag tue ich das. Häng den Kram an den Nagel. Du kriegst doch bloß Ärger, wenn du weitermachst. Sagst du das wegen mir oder wegen dem neuen Doktor? Der geht mich doch nichts an. Ja, wenn das so ist. Was, wenn das so ist? Ich glaube, dann kann ich das nicht alles von heute auf morgen hinschmeißen. Und darf es auch nicht. Dafür sind wir beide einfach zu jung. Sag mal, von wem redest du? Na, von Dr. Bögenhauer und mir. Hast du was getrunken? Zusammen mit Nervenbrun. Ich bin nüchtern wie ein Kalb. Mit anderen Worten, du willst nicht aufgeben. Nee, warum auch wohl? Und Meta Brun? Was soll die Frage? Die Frau hat so einen Ulkus. Ich weiß. Zumindest die musst du zu Dr. Birkenhauer schicken. Also doch. Nix also doch. Bei Meta Brun kannst du nichts ausrichten, Vater. Aber ja doch, ich bin doch auf dem besten Weg. Ich versteh dich nicht. Na, dann guck doch in den Garten. Ta, da sitzt Hannes und ruht sich aus. Naja, er muss sich erst an die Arbeit gewöhnen. Das geht nicht um Hannes Unsinn. Das geht um Metas ernsthafte Krankheit. Ach du liebe Zeit. Was nun? Du kriegst Besuch. Und was für ein Besuch. Aber den überlasse ich dir. Seh zu, wie du damit fertig wirst.
Aber das sag ich dir. Wegen Meta Brun hörst du noch von mir. Die Sache ist noch lange nicht aus der Welt. Ja? Ach, Sie sind das, die Frau mit den... Abend, Herr Brun. Ja, nur habe ich doch reinweg vergessen, wie Sie heißen. Ach, das ist unwichtig. Ja, wissen Sie, aber nehmen Sie doch Platz. Ja, ich war mal ins Krankenhaus bestellt, sollte untersucht werden und saß, was wichtig ist, ganz allein. Da riss der Doktor die Tür auf und rief, die Galle, bitteschön. Sehen Sie, und das hat mich geärgert. Genauso wie es Sie ärgern muss, wenn ich sagen würde, die beiden Warzen, bitteschön. Ach so, also Steffen heißt ich. So, Frau Steffen. Und was haben Sie mit dem Finger gemacht? Ach, das ist weiter nichts, da habe ich mich geschnitten. Und sind beim Doktor gewesen. Der Verband sieht nach einem Fachmann aus. Ja. Aber wegen der Warzen kommen Sie zu mir. Aber Sie glauben da nicht dran. An das Besprechen meine ich. Ich weiß nicht, muss man das? Eine kluge Frage. Was ist, wenn ich Ja sage? Dann wären Sie fein raus. Egal wie es ausgeht. Nicht? Eine kluge Antwort. Und darum sage ich Nein. Das gefällt mir. Ja, Sie wundern sich vielleicht, dass ich nun doch gekommen bin. Nicht? Aber nee, Sie sind eine Frau, eine schmucke Frau. Na. Wenn ich das sage. Sie übertreiben. Aus diesen schmucken Jahren bin ich raus. Nicht, wenn die Warzen erst mal weg sind. Ja, müssen wir abwarten, ne? Ich wäre ja schon zufrieden, wenn sie so ein ganz klein bisschen kleiner wären, ne? Die trocknen ein, so nach und nach. So, na, müssen wir abwarten, ne? Tja, Ich kann mir das beinahe gar nicht vorstellen, wissen Sie. als kleines Kind habe ich mir die linke Seite mal abgeschrammt. Naja, das war nicht weiter schlimm. Na gut, der Doktor musste geholt werden. Aber am anderen Tag, da war es schlimmer geworden. Ausschlag kam dazu, Pickel. Und Dr. Frank hat gemeint, ob Mutter nicht eine alte Frau kennen würde, die das besprechen könnte. Was denn? Das hat ein richtiger Doktor gesagt? Aber ja. Am selben Abend noch saß Frieda Melchert an meinem Bett und ich habe geschlafen. Hab nichts gemerkt und nichts mitgekriegt und konnte da also auch nicht an glauben. Aber die verdammten Pickel waren am anderen Morgen wie weggepustet. Nein. Tja, ich kann Ihnen das nicht erklären. Die studierten Mediziner würden vielleicht reden von Placebo-Effekt, aber das ist es nicht allein. Das langt nicht. Frieda Melchert, und da war sie schon steinalt, die hat mich eines Tages rufen lassen und gesagt, du bist der Mann, der meine Kunst übernehmen kann. Aber versuch nie nicht, dass du sie auch verstehen, dass du hinter die Kulissen gucken willst. Da liegt kein Segen drauf. Wir sind Werkzeug, mehr nicht. Wollen wir? Ja. Wenn Sie sich in diesen Sessel setzen mögen? Ja. Und nicht aufregen. Warum denn? Nein. Machen Sie die Augen zu, als wollen Sie schlafen. Keine Angst. Warum denn?
Tja, Ihre Muskeln sind noch viel zu steif. Geben Sie mir die rechte Hand. Und die linke. So. Und nun einfach sacken lassen. Sie fallen, Sie fallen, Sie fallen, Sie fallen. Fühlen Sie, wie Sie fallen? Ja. Een en twee gaat op een steeg. Komt met een ander niet meer terecht. Een en twee gaat over een brug. Eén komt voran, twee blijft terug. Eén staat alleen, draait zich niet om. Twee is verschwunden. Simsalabim. Sehen Sie, meine Sprüche und Finger sind kein Küchenmesser. Nein. Und wie lange meinen Sie? 5 bis 6 Wochen so ungefähr. Dann sind Sie weg. Dann sind Sie weg. Schön wär's ja. Kriegen Sie was dafür? Ja, Ja, was? Ihr Versprechen, Was für ein Versprechen? dass Sie nicht anfangen von wegen dankenswert und so. Ach, das wollte ich aber gerade. Ist ja aber nicht angebracht. Nein? Warum denn nicht? Naja. Schön. Also in 5 bis 6 Wochen bin ich wieder hier. Sie müssen ja sehen, wie glatt und schier ich dann geworden bin, nicht? Was mein Sohn wohl sagen wird. Ja, da bin ich auch neugierig. Ach, besser ist, wenn Sie niemandem erzählen, was sich hier abgespielt hat. Nein? Keine Menschen. Ach, dann wird da wohl nichts von. Hm? So ist es. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Tschüss auch, Herr Brun. Tschüss, Frau Steffen. Tschüss. So, bei Frau Böckenhauer habe ich ein Stein im Brett. Ja, und Nervenbrun befreundet sich mit seiner Arbeit. Ach, das Leben ist doch schön, wenn das Leben schön ist. So, mal eben gucken, was haben wir denn heute? Nee, Piepenpaul ist morgen an der Reihe, Mittag kommt heute auch nicht, aber Markus Klüverbaum mit der ewig verstopften Nase. Keine einfache Sache. Ich glaube, das ist eine Allergie und womöglich gegen seine Alte, weil er sie absolut nicht riechen kann. Bernd, darf ich? Komm rein! Oh, Bernd. Ja. Bernd, du, ich muss dir was erzählen. Weißt du, was Luise hat? Eine starke Tasse Kaffee. Nö, da war nicht viel mit los. Was denn? Das sag ich nicht. Das habe ich ihr in die Hand versprechen müssen. Und weißt du, was sie ist? Nee. Beinahe 2,5 Jahre älter als ich. Das siehst du, das ist doch mal eine Freude für dich. Du, und nun sag mal, hast du das neulich ernst gemeint? Das von wegen Freund anschaffen und so? Hab ich? Und zweite Frage, ist Luise aktiver als ich? Du meinst attraktiver? Ja, das auch. Nee, Bestimmt nicht. im Gegenteil. Das heißt, du solltest dich vielleicht ein bisschen bunter anziehen, mal zum Friseur gehen. Ja, das geht, das lässt sich machen. Und du meinst wirklich? Na klar, was sollst du mit deinen 56 Jahren keinen Freund haben? 55. Das siehst du. Du, die hat mir da ja so von vorgeschwärmt. Und wer ist das? Nee, das verrate ich nicht. Aber Bernd, was werden die Leute sagen? Und der Pastor? Weiß ich nicht. Ich meine immer noch, eine gesunde Verdorbenheit ist besser als eine verdorbene Gesundheit. Wenn sogar du das sagst, dann können wir unser Glück ja mal versuchen, wir beiden, nicht? Hä? Du, die hat mich richtig scharf gemacht. Was soll das heißen?
heißen wir beide? Also ich mit der bunten Klamotten und du mit meinem Gerstenkorb. Ja, wenn das so ist, dann bin ich dabei. Setz dich hin, Tille. Hier, 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Wintergerste. Die müssen von dir kommen, wenn die helfen sollen. Das habe ich ausprobiert. Über die rechte Schulter damit ins Wasser. Weiß ich. Und die Worte? Sag noch mal. Dreh und Fair, das ist Detail, denn von Söben snackt kein ein, denn die Söben helfen schall. Gassenkorn, du musst mit den Söben molflich mit dem Wind, dat min Gassenkorn verschwindt. Siehst du, du kannst es doch. Nachbar Martin, na das ist aber nett von dir. Tag auch, Herr Brun. Du, der kommt amtlich. Zu mir? Oh, was? Tja, Tille, kannst du mal eben? Rausgehen? Och Mensch, was wird mir doch für ein Kaffeebar aus der Nase gehen? Nö. Tja, das hat immerhin sowas wie eine Anzeige gegeben. Gegen mich? Ja. Nee, was gibt es für Menschen? Also Pastor Lose hat recht. Er hat zuletzt noch gesagt, der Mensch an sich ist schon ein Grund zur Traurigkeit. Ja, ich gehe ja schon. Also, schieß los, Martin. Was liegt an? Sie sollen hier Menschen gesund machen. Und das ist verboten. Wer hat dich geschickt? Der Apotheker? Darf ich nichts übersagen. Oder Bögenhauer, der neue Doktor? Klar, der war das. Bei mir ist angerufen worden. Ich möchte doch mal reingucken hier bei Ihnen und womöglich hart durchgreifen, dass der Spuk ein Ende kriegt. Der Spuk? Frechheit, du, wegen mir kann er dir gar nichts anhaben. Ich bin hier nur mal reingeschneit und überhaupt, ich lass mir was einfallen dagegen, Bernd. Ich lass mir was einfallen. Brauchst keine Angst zu haben. So, das war der amtliche Teil. Und nu? Du Bernd, guck doch mal eben. Ich hab hier seit 14 Tagen lauter so eine Lütten Pickel. Kannst da nicht was gegen tun, du? Ja, also noch lässt sich ja nichts Genaues feststellen. Wenn ich auch finde, dass die Farbe, das Aussehen, nee, aber kann ja eigentlich gar nicht angehen. 5 bis 6 Wochen, hat er gesagt. So, du werde ich sie 14 Tage überhaupt nicht mehr angucken. Wie damals bei meiner Diät. Da habe ich mich volle 2 Wochen nicht auf die Waage gestellt. Und hatte dann 20 Gramm weniger. Na, Na, was hab ich doch bloß für Glück, oh, Jan, erzähl. dass du bei mir ganz für umsonst arbeitest. Och. Ja, das spart mir Ärger mit der Gewerkschaft und mit dem Arbeitsgericht. Ich bin pleite. Bankrott. Aber dir ist das ja egal. Du wolltest ja partout, ich soll eine Praxis übernehmen. Du denn nicht? Als du im Krankenhaus warst? Ja gut, da wollte ich das auch. Aber kannst du mir mal sagen, wie das hier weitergehen soll? Hättest du bloß nicht angerufen bei Professor Enghaus, oder wäre ich schon längst weg hier. Aber den Weg hast du mir ja nur versperrt. Jan, das sind die ersten Wochen. Nachher wird alles besser. Ja, den Schnack kenne ich. Niemand reißt ein Haus ein. Dass er eben erst aufgebaut hat, ja, den Schnack kenne ich auch. Ja, das ist aber so. Irmgard Brun meint, du solltest mehr Geduld haben und da ist was dran. Ach nee, Irmgard Brun meint das. Wann denn? Das weiß ich nicht genau, kann vorgestern gewesen sein. Aber so wichtig bist du ihr. Ich, Irmgard? Ja, er sollte etwas freundlicher sein, verbindlicher. Sonst werden sich die Leute hier nie für dich erwärmen. Erwärmen? Ich wäre ja schon froh, wenn sie sich erkälten. Aber wie ich die Gegend hier einschätze, da langt das auch nicht. Hier muss ich ein Schild ins Fenster hängen. Was, ein Schild? Ja, da muss draufstehen, Grippe, Heiserkeit und Husten werden hier geheilt mit Pusten. Du, der Vers gefällt mir. Den kannst du ihm verkaufen. Ach, so ein Spruch ist für den doch viel zu banal. Der braucht Abracadabra und Simsalabim und so ein Kauderwelsch. Gibt sich geheimnisvoll und keiner versteht ihn. Dann könnte er ein Studierter sein. Was? Ja. Ihr gebt euch ja auch so geheimnisvoll und redet so geschwollen daher. Du sogar ganz besonders. Was, ich? Wann denn zum Beispiel? Zum Beispiel bei den Polizisten, als der neulich hier war und wissen wollte... Wie Suppositorien appliziert werden? Genau.
Tag zusammen. Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, mein Herr Doktor, aber ich wollte noch mal was fragen. Wegen das, was Sie mir gesagt hatten. Von wegen Anal und Rectus. Rektal und Anus. Ja, meinethalben auch das, ja. Das will man mal machen. Ja, nee, das geht hier um... Ich weiß, wo es umgeht. Hören Sie mal zu. Och, so ist das. In Achtersten gehören die rein. Ja, das hätte der Doktor ja mal gleich sagen können, ne? Ja, das hat er ja auch. Aber auf Lateinisch. Er hat gemeint, wo Sie doch Beamter sind, könnt ihr mit diesen hochdeutschen Worten nicht kommen, nicht? So, ja, ja. Da ist ja wohl was an, ist da. Ja, ja. Herr Brudes geht auf Mittag, ich muss die Suppe aufsetzen. Ich sag also Tschüss denn, nicht? Ja, ja. Tschüss auch. Ja? Tschüss. Ist denn noch was? Ja, Herr Doktor, Sie können sich gewiss noch daran erinnern, an die Luttenpickel, als ich zusammen mit meiner Frau... Ja. Und? Sind die weg? Nö. Ja, aber weniger geworden. Och, was, ganz und gar nicht. Nun kommen hier auf der anderen Seite auch noch welche. Ja, haben Sie den Puder denn nicht genommen? Aber ja, doch, habe ich darauf gekriegt. Jeden Tag. Aber der Schied hilft ja nicht. Dann gehen Sie doch zu Dr. Puster mit. Ja. Nee, das geht nicht. Er kann das nicht mehr. Das weiß ich. Das hat er noch nie gekonnt. Ja. Nee, so ist das nicht. Können kann er wohl. Man dürfen darf er nicht. Ja, und was Pille ist, die hat gesagt. Herr Doktor! Herr Doktor! Ich will doch jetzt nur mal hören, was das zu bedeuten hat. Komme ich zu meinem alten Freund Bernd Brun. Und was sagt er? Bleib draußen, sagt er. Wenn ich dich reinlassen würde, sagt er, könnte das als Behandlung ausgelegt werden. Und behandeln darf er nicht mehr. Und wissen Sie, was nun los ist? Das ganze Dorf ist in Aufregung. Das ist mein Werk. Aber Sie haben das auf dem Gewissen. Und wissen Sie, was ein Gewissen ist? Oh, da lässt sich gar nicht so leicht mit leben. Pastor Lose hat gesagt, das Gewissen ist wie eine Schwiegermutter, deren Besuch niemals endet. Ja. So. Wieso denn überhaupt Behandlung und was habe ich denn damit zu tun? Ja, das erzähle ich Ihnen ja, aber Sie fallen mir ja egal welch ins Wort. Also gucken Sie mal, hier, was ist das? Ein Gerstenkorn, nicht dick und gelb, das habe ich jedes Jahr. Und jedes Jahr hat Dr. Pust mir das weggemacht in 0, nix. Aber wenn ich da nur mit ankomme. Und er sieht das und sieht mein Kittauge, na dann fängt er doch an und macht sich Gedanken. Mach ich mir nie. Ich bin im Staatsdienst. Jetzt die Wackel. Aber wo bleibt denn dieser verdammte Nervenbuch? Ach, Herr Doktor, packen Sie Ihre 27 Apparate ein, die sind für den Cut. Dr. Pust hat mich untersucht und hat gesagt, ich bin einer von den kranksten Menschen aus dem ganzen Dorf. Die roten Dinger hier, noch gar nicht mal mitgerechnet, ne? Tilly, wie heißt das noch, was ich an der Hand habe? Eckzähne. Ja. Ekzeme. Also was die Ekzeme angeht, die sind so gut wie weg. Naja, schön und gut, aber was ist denn nun eigentlich hier los? Doktor, das erklären wir Ihnen doch gerade. Hannes meint die roten Dinger zwischen seinen Fingern, aber sein Blut? Jawohl, das ist viel zu dick. Und Dr. Pust? Mensch, du sag doch. Der hat das rausgefunden, jawohl. Aber nu? Aber nun, sagt er, kann er mir nicht mehr in die Augen sehen. Hannes, er darf nicht mehr. Er darf nicht mehr. Das ist doch ganz was anderes. Er darf nicht mehr. Ach komm, setz dich hin. Und was Markus Klügerbaum noch zu erzählen hat, na da könnt... Ja, Bernd, was machst du denn hier? Ach, guck an, der Wunderdoktor persönlich. Na, haben Sie dieses ganze Spektakel in Gang gebracht? Nee. Das wird aber zu Ihnen passen. Oder wollen Sie die Quacksalberei über Bord schmeißen? Haben Sie Angst gekriegt? Angst vor der eigenen Courage? Das kann ich verstehen. Nach der Geschichte mit dem Blasenkatar könnte ich das bestens verstehen. Die Medizin ist 3,50 Meter lang. Und wenn wir Glück haben, kennen wir da knappe 2 Meter von. Ist es nicht so, Dr. Böckenhauer? Ja, also ich habe den Zollstock nicht angelegt, aber wenn Sie glauben, die Gesundbeterei könnte über diese 2 Meter rausgehen. Denke ich gar nicht dran. Die liegt in den ersten 50 Zentimetern. Aha, das geben Sie also zu. Warum nicht? Ja, also der Anfang und weit zurück.
Hühnerglauben von vorgestern. Meinen Sie? Die allerersten 50 Zentimeter, haben Sie gesagt. Ja, wenn das so ist, dann sollten wir die einmotten. Ja. Auf den Sperrmüll schmeißen, weg damit. Ja, aber gern, ich bin dabei. Zusammen mit Karl Mille, Salbei und Pfefferminz. Zusammen mit der verrückten Idee, denn sie ist schon ein paar tausend Jahre alt, dass man die Seele nicht außen vor lassen darf. Hühnerglauben? Ja, also was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, der Mensch ist nicht allein das, was ihm wehtut. Nicht allein Herz oder Bauch oder Bein. Gib ihm das, Bernd, gib ihm das! Ja, was ist denn hier los? Oh, die Frau Steffen. War der Name nicht so, Frau Böckenhauer? Ja, die Sache ist die. Ach, Ihr Sohn tritt die menschlichen Grundrechte in Schied. Jawohl. Was ist das? Vater, Meta steht draußen. Das Kleinste ist krank. Ja, dann hol sie doch rein. Sie will nicht, du sollst rauskommen. Was soll ich? Wart und red nicht lang, komm rein hier, los doch. So, hier. Was ist denn mit dem Lückenwurm? Ja, hier. Ja, Doktor, bitte. Ja. Die Kinder haben gestern mit der Lötten gespielt und da hat sie sich das Gesicht aufgeschrammt. Ja, erst war das noch nicht so schlimm, aber heute hat sie so Pickel im Gesicht und Blasen und wohl auch Fieber. Tja, da muss sofort was getan werden, ne? Pickeln und Blasen. Ja. Und Ekzeme. Bernd, Ich darf nicht mehr. was heißt ja, du darfst nicht, du musst. Guck dir das arme Wurm doch an. Frag Dr. Böckenhauer. Ja, der hat ihm die Polizei auf den Hals geschickt. Was hab ich? Martin, Ja, wer hat gestern bei dir angerufen? darf ich nichts übersagen. Wieso denn überhaupt Polizei? Ich verstehe das alles gar nicht. Der hat bei Ihnen angerufen? Nee, rumgeschnüffelt. Geguckt und Protokoll aufgenommen, was ich am Patienten hab. Und mach was gegen die Obrigkeit, sagte die Dean. Da kam sie von den Gendarmen die Wochen. Hart durchgreifen sollte er. So ist mir das gesagt worden. Von Dr. Böckenhauer, Nee, Von wem denn? weiß ich nicht. Soll das heißen, du hast nicht nach dem Namen gefragt? Aber klar doch, ich kenne doch meine Vorschriften. Ja, Mann, ich habe keine Antwort gekriegt. Ja, die Stimme war so aufgeregt. Hatte überhaupt keine Zeit. Ich habe Wunder gedacht, was bei dir passiert ist. Martin, wie schade, dass Sie im Pfandhaus keine Menschen annehmen. Ich möchte doch zu gern wissen, was Sie für so einen wie dich bezahlen. Das war eine Frau. Eine Frau? Jawohl, das habe ich genau gehört. Frau Böckenhauer also. Ich? Das ist ja unerhört. Ich war's. Du? Die eigene Tochter. Also nun kenne ich Zahnschmerzen, sagte der Fuchs, da hatte der Hund ihn gebissen. Also du musst dir ja sehr viel wert sein, der Herr da und seine neue Praxis. Ach was. Oder glaubst du wahrhaftig, ich kann nicht mehr, was ich 2 Jahre lang gekonnt habe? Hör mal zu, Vater. Als Dr. Harms gestorben war und niemand im Dorf den Kranken helfen konnte, Da war ich gut genug, aber jetzt? Das hat sich doch nicht gemeint. Jetzt gilt mein bisschen Talent nicht mehr. Wolltest du mir das erzählen? Nicht mit den Worten und nicht so grob. Aber Vater, du musst doch einsehen, dass... Also wenn ich das gewusst hätte, was ich nun weiß, dann wäre ich nie im Leben gekommen. Lass gut sein, Martin. Ach. Ja, aber Bernd, hier, das Lüttel. Also ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Darf er nur oder darf er nicht? Er darf. Aber natürlich darf er. Denken Sie an Frieda Melchert, die an ihrem Bett gesessen hat, als sie so ein kleines Kind war. Tja, Herr Brun, Sie warten nun sicher auf ein Wort von mir. Nee, von Irmgard. Du musst. Na gut, einmal noch. Aber dann gebe ich die Doktorei auf. Ach, kommt Zeit, kommt Rat. Oh mein Bein, Bernd, du kannst mich doch nicht einfach sitzen lassen. Hör mal zu, mein Gern. Bei diesem hier, da kann ich helfen. Aber das kann er besser. Wenn er mich ins Krankenhaus schickt. Er schickt dich nicht ins Krankenhaus, da pass ich für auf. Guck mal, du kannst das Bein doch noch viel mehr hochlegen, wo Hannes dir hilft. Ja, das tut euch aber wahrhaftig. Ja, Michi denn, ne? Ja, und stell dir mal vor, er trinkt nicht mehr. Nee. Und spielt mit den Kindern. Ja, und denn, ich mein ja bald, er hat's in den Kopf gekriegt. Aber nein. Aber ja, zum Beispiel gestern, da hat er sich 3-mal rasiert. Also, Doktor, die Sache ist abgemacht. Meta Brun kommt zu Ihnen. Jawohl, Pastor und Köster müssen sich vertragen wie Kohl und Speck.
Ach, wir teilen die Patienten einfach auf. Ja, klar. Das Lütte zu Bernd und Meta hierher. Und Hannes zu Bernd. Ja, ja, und Tille zu Bernd. Ne? Und ich zu Bernd. Ja, hier mit den Schiebdingern. Nicht? Und Irmgard zu Dr. Bökenhauer. Ich? Wieso denn ich? Ich bin nicht krank. Ach klar, mein Dern. Und bei der Krankheit kann dir niemand so gut helfen wie Jan Bökenhauer. Ist nicht so, Doktor? Ja, also ich kann bloß sagen, dass ich mir viel Mühe geben werde. Also wenn Sie glauben, Wenn dass du ich Sie... glaubst. Was? Nee. Ach so. Also wenn du glaubst, dass ich zu dir in die Praxis komme, denn... Doktor, man kann doch bloß du sagen, wenn man sich einen Kuss gibt. Na, nun mal zu. Ja? Darf ich? Doch nicht hier. Vor allen Leuten. Na klar, wir wollen da doch auch was von haben, nicht? Ich glaube, den beiden ist nicht mehr zu helfen. Ne? Doch, mit Aconitum. 23 Tropfen Aconitum Napellus. Oha. Und gegen was hilft das? Gegen alles Mögliche, Hannes. Gegen Fieber, Herzklopfen, kalte Füße und dass man vor lauter Glück nicht den Verstand verliert.